Joel, Wir kennen das ja schon wirklich lang. Mhm. Das ist wirklich lang, wie mir heute bei den Überlegen aufgefallen ist. Weil man seit das ja am Kennen, das war 99. Das wären am letzten Jahr 1000, live Leute. Das war sogar 4 Euro. Ja. Ja, also so lange kennen wir es schon. Und dafür nicht so gedacht, dass du dann auch die Bass, dem ich für dich etwas mitteilen, was sonst noch kein weiß. Okay. Naja, es ist schwanger. Seriös. Schon eine Lebensmittelschwangerschaft. Schon, ich wollte sagen, das könnte bestimmt schon eine Food Baby. Schon das nicht ganz. Also der Begriff schon in einer Psychiatrie in Deutschland geschafft. Und da ist ein Klient bei mir gekommen, die so wollen Sie meine Schwangerschaft mal sehen. Und ich war total irritiert, schon nicht lange geschafft. Ich wusste nicht so genau, ja, was los wäre. Und dann hat sie immer ihre Beischildchen denen gehalten. Und also sie hat eine Lebensmittelschwangerschaft. Und die gibt schon ziemlich lange und dauern. Maja, an der und auch. Ich hätte da eigentlich Schiss gemacht, jetzt gucke, wie du guckst, wann ich so eine schwanger. Das denke ich schon, dass nur der Stadthandler nicht gesehen hat. Wie habe ich da geguckt? Ja, das war so der kleine kurze Schockmoment von sich der Schnappatmung und den wahrscheinlich dem Gedanken, okay, ich kann nicht lang genug für zu wissen, dass ich so Sachen meistens nicht immer erzählen muss. Mehr. Für einen hätte ich ziemlich witzig gefunden, wenn du das wirklich schon im Podcast verkündigt hast und dann hätten wir über etwas ganz anderes gespart. Genau. Also wir schwätzen heute weder über Irrsinn noch über Schwangerschaften. Me als Diskussion geht in eine ganz andere Richtung. Kannst du dir ein bisschen seriös erklären, Joel Wandschlift? Wir schwätzen heute darüber, wie das möglich zu sehen. Was das heißt, was das man einem selber möchte, wenn sein Körper nicht so an die Form passt, die Gesellschaft einem firget. Genau, alles. Datei aus Mayway Sex. Wir schwätzen all Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Joel? Was heißt dann überhaupt möglich sein? Irisch auf die frohe Antwort. Wir wissen ja schon mal, dass Begriffe wie Deck und Dünn schon relativ schwer zu fassen sind. Also der Rang vom Wurzeln, hier wird ihr manchmal Feder am Duden oder so noch an irgendeinem Wörterbuch fangen, ob welcher Gewichtsklasse so weiter in das hält. Also das ist ja durch schon relativ problematisch, schwierig, groß fällt. Aber wenn wir da auf den letzten Begriff muckelig kommen, du hat mein Freund gesagt, und schon das eine ziemlich schleif Herführung, so muckelig passte, wenn du Reserven um Körper hast, die sichtbar sind, die du eigentlich nicht für zu evaluieren brauchst, genau an dem Moment, wo du so hast. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Das ist ziemlich schleif. Das die Gedanken. Du hast einfach der Package für schwere Zeiten, auch wenn sie gerade noch nicht da sind. Wie gehst du das da beschreiben? Ja, ich wollte am Anfang nur denken, ob das zurückkommt, was du am ganzen Anfang gesagt hast, dass die Begriffe ein bisschen schwammig sind. Ich meine, dass da doch immer immens viel mit der Kultur zu denen, an der ihn abwiest, und da das effektiv etwas, was innerhalb von der Geschichte immer mal ein bisschen ernst gesehen ist, wen der Weg stünde ist, wen der dicker ist, was ein gut Körperform ist, was nicht. Und das hängt doch ganz von der Region auf, was der ihr könnt, also so was für ein Kontinent oder was für ein Land, da ihr könnt, gehen nicht ganz unterschiedliche Schönheitsnormen, auch wenn sie stehen, mit der Globalisierung natürlich angepasst haben und etwas, was Standard ist. Aber ich meine, dass da doch ein bisschen am Gang ist, sich zu wandeln. Genau, und ich meine, du spielst ja auch schon ob so, wo man heute noch Wert drüber schwätzen, da denen das nämlich Außenwahrnehmung und das andere das natürlich für sich selber spielt aus seiner Haut und mit dem, wie man gerade genannt hat, vielleicht mit den Reserven, die ihn so unsicher wird, ob die einem etwas ausmachen oder nicht. Weil man gerade noch bei den Begriffen waren, es gibt ja den von ich degutant und immens wertende Begriff von Fett, also ich benutze den einfach nicht, also außer es geht um Fett, für das Kochen braucht. Du hast ja auch einen Begriff gebunden, den man dem zu dem nicht, was wir heute diskutieren, nämlich das sogenannte Fat-Shaming. Das ist ein groß weit Feld, da wird im Moment ganz viel drüber geschrieben, das könnt ihr googlen, du fand da auch seriöse Artikel dazu. Quasi so ein bisschen der konzeptuelle Gegenteil davon aus Body Positivity. Du wolltest das sowieso vor Leute als nur lauscht freuen, ob du mit mir d'accord gehst, dass wir uns heute ein bisschen mehr darüber konzentrieren. Ja, ich gebe mir gerne eng Sachen zu dem Begriff Fett.
et gëtt ja auch der Begriff Fat Acceptance und ich meine dat Body Positivity, dat am Fong ein Ableger aus von der Fat Acceptance, also dat as et Firdrogin an et gi Leute, die den Begriff Fat für allem am Englischen reclaimen, also probieren den, wie zum Beispiel auch der Begriff gay oder queer, das wären ofwertend benutzte Begriffe, die Leute reklamiert tun an sie sich selber benutzt tun, für denen eng positive Bedeutung ziehen. Okay, das wusste ich nicht. Fanden aber, dass gerade am Lützeburgischen oder vielleicht auch am deutschen Sprachgebrauch fährt momentan immens negativ konnotiert, dass sie auch selber nicht unbedingt benutzen. Also, wann da gibt es vielleicht echt dick so, weil ich mich neutral fand. Oder muckelig, weil ich immens schäf fand plötzlich, weil einfach relativ live klingt. Genau, es wird auch noch einen gewissen Flauschfaktor, dafür gefällt mir ganz gut. Aber die Positivity, ich meine, wir probieren ja immer schon einen Spruch zu schwätzen, die genug Leute verstehen, dann du ergibst sich manchmal die Wurzeln auch viel mehr sehr, wo ihr kein 100 Wirker dazu muss lesen, für zu begreifen, was es geht, nämlich einfach, dass es ein positives Gefühl an dem Körper geht, und eigentlich geht es ja auch um eine positive Grundhaltung gegenüber von den Körpern von anderen Leuten. Das ist ja auch eine Haltung, die wir hier im Podcast vertreten. Und wie gesagt, du rundherum wollte mal ein bisschen als Erfahrungen strecken, die da an der Vollschwert hören. Wir hatten uns da zusammen, aber sie verlötet, ich gebe dir gerne mit einer Frau aufhängen, Joel, wenn mich das interessiert. Ich finde, ich zwar Mutter lief als Jungmädchen, mir als Kind aber nicht. Und mir geht es mal darum, nicht wie ich dich vorgeholt, wie willst du das selber vorgeholt hast, wenn man Geschichte von deiner Mocklichkeit wollte schreiben. Wie gibst du das erste Kapitel, also Kantität? Also ich meine, ich wäre schon ein muckligen kleiner Jung. Und 100 auch Englisch, also das wäre schon immer Teil von meiner Selbstwahrnehmung, dass ich vielleicht nicht super dick wäre, aber mehr mucklig wie andere kann oder wie andere Jungen. Und ich meine noch, dass ich an meiner Kantität nie wirklich dünn wäre. Du warst du auch schon ein dicke Baby gewesen. Das wäre nämlich nicht mehr, das wird schon relativ sehr geändert. Also ich war ein richtig dicke Baby, mein Alter so noch, das weil ich um 12 Uhr mit das Geburt sehe, ich seitdem einfach nie mehr abgehalten mit Jessen. Und sie schwätzt noch immer drüber, dass ich ganz früh angefangen habe mit Schwätzen mit Zeliedrich war für zu trippeln und meine dicke Pupis rundherum gerutscht sind. Sie haben noch gesagt, ich werde den heimlich von das große Krabbeln, das ist die Kraub, die neue Schmetterlinge, die aber muss ich gehen. Ich muss aber direkt auf dieser Platz so hin, weil das ist ganz komisch kann klingen. Also meine Eltern hatten einen ganz lebenden Umgang mit mir, da war kein Druck. Und sie haben für allem auch für eine gesunde Ernährung gesucht, also dass du aus ein Humorniveau, ob die mir als an der Familie geähnelt tun. Ich denke noch, dass da dann Humor aus den zusammen verhandeln muss, weil ja, just Stöpple von einer Seite, das ist nicht so cool, mir da gehen wir auch mich später ein drüber. Wir können dann direkt an die Jugend übergehen. Ich so ab dem Lycée, ab Septième. Da habe ich mich eigentlich auch als muckelig vorgeholt und auch ziemlich lang. Also sicher bis so 18, 19. Und ich weiß aber, dass du, also irgendwann hält ihr auch mit Wurzeln, wie viel Leute dann ziemlich erstaunt feststellen. Und auch wenn ihr dann erhofft, also gebe ich selber oder gewisse Kinder, die dann noch sich irgendwie so anrenken und hältst du hält das dann irgendwann ab und da geht es den Moment, wo ihn dann just nach an Brett wiest, wie Leute so live oder Bass hältst du so und dann noch den Moment, wo ich gemerkt habe, okay, als den Bauch Usatz, den ich damals schon ziemlich muckelig oder dick von tun, als ein bisschen mehr Bauch ging und ja, seitdem hat er dann von dem Weg schon gehabt. Wie war deine Jugend so? Du hast manchmal ein bisschen mehr verschiedene Phasen, oder? Das ist schon wahr. Also ich finde das ganz leid, wie es das beschrieben ist. Und ich habe mir Vierers auch Gedanken drüber gemacht. Ich wollte eigentlich auch so, also ich finde, denke schon just viel zu frei abgehalten und Wurzeln. Ich war so sehr effektiv wie von den Größten an der Schule, an der Primärschule und dann irgendwann sind Stadt klangstend blieben. Ja, was dem du direkt am Anfang kannst sagen, das hat mal im Viergespräch, hat man gemerkt, dass das bei uns allen zwei ähnlich war, nämlich, dass ich mich eigentlich immer mehr dick gefühlt habe, wie ich ursprünglich war. Also du aus der Außenperzeption mit der Distanz von den allen Fotos geguckt, du hast auch gesagt, es wäre dir ähnlich ergangen. Das heißt, mir hatte, also mein Kante, ich so eine Chateau einfach relativ ein konventionell Körpergröße, ich konnte mich normal bewegen, schon geagiert, das ist klar. Ja, und du war eben so die Jugendphase, ich denke,
komme ganz andere Konfrontationsmomente. Das wird bei mir in der Jugend schon eine Rolle gespielt, nämlich, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich immens viel sogenannte junge Kleider angetan habe. Also ich immens Breitkleider angetan, Baggy Pants, riesig, Pulloveren. Auf der einen Seite, weil das mega flauschig und bequem ist, auf der anderen Seite aber auch, weil es mir zuwider war, irgendetwas und einen Körper zu betonen, mit dem ich so nicht mal für mir allgemein zu halten, einfach nicht froh war. Also es war einfach nicht so, dass ich gesagt habe, hey, du fühlst dich richtig gut dran und du fühlst dich wohl, für das richtig stark nur Bausen zu drohen. Das waren dann noch so die ersten Momente, da könnt ihr vielleicht direkt einen kleinen Ausschnitt machen, wo effektiv der Mobbing angefangen hat. Also den hat an der Kante angefangen, dann hast du nach Lycées Zeit übergangen. Ob ein ganz absurd Aderweis nicht nur von Leuten vorbei, sondern effektiv auch am Freundeskreis, wo der Ball schon zum guten Ton gehört oder zum unguten Ton sozusagen. Also dir du ähnlich gegangen. Also ich meine, dass ich nicht, wenn es mucklig sind oder wenn es dick sind, gemobbt gesehen, bis effektiv so ganz vom Ende vom Lycée, also muss ich dabei sein, ich war relativ lange am Lycée, weil ich paar Mal gemäht habe, also wo du effektiv den Bauch aussetzt, ein bisschen zu engem Bauch gin ass, do sind da schon Kommentare kommen so wo in dat da gesinn huet, dat Leiit gesot hun is lo irgendwie ist viel Bayier gedrungen oder fängst lo eng Panz ze kreen so wo lo menggen dat net extrem beiswëllech wär méi schon dat Leiit dat gesinn hun an bisssen de Gag man da gemet hun. Wie gesagst du dat dann aus heutescher Perspektiv? Huet dat fir Dich op en ganz komisch da weißt du zougeiert Demos, also hast du dich dro gewinnt? Das so komisch, weil ihn dazu normal fand, weil ihn also ja. ich schon jo immer das Gefühl gehabt, ich wie mucklig oder ich wie mehr dick wie andere Leute und ich schon immer das Gefühl gehabt, dass das schlecht ist, dass das nicht gut wäre, dass das auch nicht attraktiv wäre. Und das wie so gerade so ist, wenn ihn zurückguckt, also wenn ich Foto gucke von mir mit 16, 17 Jahren, denke ich, okay, du wärst am Anfang ein relativ schmucken Typ und du hast am Anfang auch wirklich nicht, für das du dich irgendwie zu schummen hast bei euch und so. Also das ist dann immer komisch, dass den sich zu dem Zeitpunkt, wo ihn sich guckt, immer mehr dick fühlt wie 5 oder 4 drauf, wenn er in die Foto guckt. An dem Sinn fand ich es rückblickend immens komisch, dass ich dann dafür Kommentare gekriegt habe oder dass ich mich so wie schlecht gefühlt habe. Aber das hat effektiv immer dazu gehört. Also das wäre ganz lang, bis manchmal mit 20 oder man es Anfang 20 ein konstanter in meinem Leben, dass ich mich nicht gut gefühlt habe, wenn es der Form, die mein Körper hat. Geht, dass sich verändert oder dass ich nicht immer so dick wäre, wie ich los bin. Was ich spannend fand an dem Kontext, dass so die, wir sind ja allen 32, haut das ja so nicht mal bon sens, und die Leute, die sich behüllen wollen, dass du siehst, es hat überhaupt keinen deinen Körper zu kommentieren. Ich meine, als das hat das für alles zwei auch mehr politische Aspekte, die man da dran gesehen. Ja. Und das gehört zum Grunde in den Ton, aber mir, wenn irgendjemand so utopisch geht am Freundeskreis anfängt oder auch am weiteren Bekanntkreis oder auf der Uni oder so, bremsen ich das direkt. Das ist für mich absolut inakzeptabel. Weil ich einfach nicht fand, dass ich nicht in der Trash stehe, dann ich gucke, wenn ich aus mit der heutigen Distanz einfach auf die Sache gucke, die ich da vorhin, also nicht, dass ich das melodramatisiere, wie dramatisch oder schlimm das für mich war. Mit den Echter, die Leute lädt, für ganz ehrlich zu sein, die Bemerkungen gemacht, weil ich mich immer frohen, wen ob die Idee kommen kann, dass es ihr wertet, die warme Luft dort zu verblusen, für irgendeinem sein Körper zu kommentieren. Ich freue mich einfach, wie wenig ihn zu schwätzen muss hun, wie über andere Leute so zu schwätzen, wie borniert, also das ist wirklich ganz ehrlich, wie borniert in einer kleinen Welt muss ich für zu suchen, ich will die Formel plus X an meinem Kopf, wie Leute ausgesehen haben, und ich fand es nur für nötig, das Ruf zu machen. Wo könnt ihr Besoin hier für andere Leute zu beleidigen? Und aus der heutigen Perspektive fand ich für alle immens interessant, weil auch Kleinkanner, auch Jugendliche, leider Gottes, da könntet ihr immens viel zu Stöpplerei. Sie wird, weil Leute zu klein, weil sie klein sind, weil sie groß sind, weil sie dünn sind, weil sie dick sind. Witzigerweise suggeriert das ein Idealbild, was eigentlich mänglisch bald nie irgendjemand, der bei mir zum Beispiel an der Schule war, je konnte garantieren. Das ist mir man de Gag, weil man als Orientierung engem Mirswert den u keinem anderen Mensch zu mussen ass. Dat du drehst der Vielfältigkeit net Rechnung mit beschäftigt, dass du mal da ziemlich gehassig Moden zu sehen. Und das ist einfach extrem traurig. Ja, ich meine, das Bild, was du für die Menschen mit Medien zu dienen, also das ist relativ sicher. Wenn nicht mal Medien zu dienen, dass die Leute muss rufen. Also das ist viel schwer, die Leute machen.
an wo schiedreng just rekommandieren einfach opzehalen weil dat einfach nächt bringt, weil sich no Juren du no schlecht fehlt wins den Sachen die gesot huet, a weil die Leute die Ziel von den Bemerkungen sinn net mi glücklich gin an noch net werden ufenken sich zu ändern just weil in egentfeld Sturm Kommentare mischt wann so gefleisch mengt gi de gut mengen darüber kann man schwätzen kom mir oder wo du dazu nach genau also du göttet bei mir nach klangen Ausschnitt den ich wollt kurz erwähne weil der denken dass ich mat der Erfahrung net lang sie bei mir leizelo relativ langs Regeschmengne zelo die 15 Jahre hier ungefähr bei mir kaum effektiv leider Gottes das Stadium von enger Erststellung die auch ungefähr 1,5 Jahre ugehalten wird an ohne dolo zu viel an Detail denn zu gehen, weil man in einem anderen Podcast also in einer anderen Folge schneider werden darüber schwatzen muss ich zum Beispiel so in dem finde ich irgendwann gemerkt du fängst an die Kontrolle über dein erstes Verhalten zu verlieren oder ich hatte echt eigentlich übermäßig Kontrolle weil ich eigentlich gar nicht mehr ist an schon du gemerkt ich wollte mich Leute vertrauen an dem muss ich ein ganz allen Erfahrung gemacht weil ich enger ganz guter Freundin dem du gesucht schon die Probleme am Moment an ich zum Beispiel dem du und Antwort ich hatte eigentlich gemeint du wärst zu intelligent für eine Erstellung zu kreieren außer dass der du nicht opfänge war also doch eigentlich traurigerweise ein bisschen ein Inbild von dem was Leute vorbei falsch verstehen was ihre Störungen sind es gibt extrem viele Varianten die ganz unterschiedlich Gründe dat gemaget gehen unterschiedliche Behandlungen wie du dummer da kannst imgehen es wird nicht mal Intelligenz zu denen und das war für mich damals immens traurig war Vertrauensbruch ich muss dabei für etwas Positives zu so ein glücklicherweise sind ich uns bei der Planning gegangen ich konnte bei der Planning gehen und schon mit einer Psychologin gespart und glücklicherweise wurde die Stadt noch rumgeklärt und das war aber auch ein spannender Wendepunkt an meinem Leben weil du nur interessanterweise die Selbstliebe die so ein großes Rolle spielt die wird immer auch heute für die Schwarzen weil die sich dann auch gesagt wird und zum Beispiel habe ich interessanterweise seitdem kein Wo mehr das heißt mein Wo aus mein Kopf mein Herz und Rest den eben dabei ist für zu gucken wie spürst du dich gerade fühlst du dich wohl an deiner Haut und ich mache das nämlich aufhängig von einer Zoll, die auf einer Maschine drauf steht. Ich meine, ich bin auch spätestens seit ich nämlich daheim wohnen, also seit ich studiert habe, nämlich auf ein Wo geklommen und da hatte dann von auch angefangen, dass ich angefangen habe, mich selber zu akzeptieren, wie ich bin. Weil natürlich auch mit sexuellen Erfahrungen sind nicht, wenn man merkt, okay, es gibt Leute, die Körper, an dem du stichst, sexy fanden, so wie ein Ass, das eine enorm gute Bestätigung für den eigenen Ego, das ein enorm guten Training für sich dann auch selber mich sexy zu fahren für sich selber zu akzeptieren so wie ihn aus ich meine ein bisschen so Sprung von Anfang 20 bis mit 20 da wäre ich mit einer Person zu summen die relativ viel Foto gemäht hat die das gelehrt hat irgendwann denke so am Morgen danach hat die Person angefangen Fotoen zu machen so nach 4 und dem ersten Kaffee oder ich gute Kaffee und Bett an so ja bleib mal so da leihen da sind ein paar Fotos rauskommen und das eben ein Foto rauskommen wo ich just de Boxershort sind und dann eben dem Bett leiien an die Kaffeestats mir mal leid an die hast du noch relativ sehr auf Facebook gelernt, dass sie relativ viel cool Kommentare kommen, das zwar auch den einen oder andere blöde kommen, das wäre echt da fein gemengt so. Dann also dazu kommen, ich werde demals an der Redaktion von einem österreichweiten Studentinnen-Magazin dat den du auf de Cover kom net der an der Redaktion ich gesucht ich muss unbedingt op de Cover echt eng Lesung die man gesicht weil die Foto die man bestalt hun net dat wer man wollten an dann was dann irgendwie so an Dinger ganz erdickt an mat dem ganze Körper op enger Zeitung die irgendwie 6.000 Leute hemgeschickt kreen ja dat das schon ziemlich guten Ego Push. Ich werde das nie vergessen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wo ich die Cover gesehen habe, an der Oplach, also du hast mich schon oft impressioniert, mit da war man wirklich der Back, kurz Obstuhl leben und den nicht gesagt, so, Peter, wie couragiert kann den eigentlich sein? Und ja, ich habe mich immens gefreut und du hast mir auch Courage gemacht, dass du das gemacht hast. Das ist schon ein wichtiger Moment gewesen, muss ich ehrlich sagen. Wie hast du dann Leben zu dem Speck entdeckt? Mal ich sehe, ob eng witzig Weise ein bisschen ein Spätzünder gewirrscht. Weil ich muss zu all dem, was ich schon erklärt so zu Jugend, Kindheit, also weiter so.
Et gouf zwar die Leute die schrecklich dumm Bemerkungen gemacht hun me et goufen auch ganz viel Leute die von Anfang an mal eigentlich kommuniziert hun dass der denen extrem egal ist also das sind egal ist dass es schmucklich sind an das nicht, weil nicht immer gleichgültig geht mir du war ja auch sehr Interesse ich hat interessante Relationen ich hat interessant Sexualpartnerinnen und Partner an von der Seite kommen eigentlich gut kein Druck du war von Anfang an du muss ich so und du sind nicht extrem glücklich drüber du hast ja immer wie Sex gegangen also das auch im Sex nee, wie Speck so mal nee da war schon immer die Komplettpaket von wie harmoniere immer und so weiter und so fort und du war die Körper war nie die erste Station die eine Rolle gespielt hat und wann die Körper gegangen also es ist hier drum gegangen dass du dich gegenseitig ger gespielt hast weißt du mit den Umgange was da war es ist nicht relevant direkt Wartpacken nicht war wie packen wir es und du waren ganz gut und interessant Energie immer dabei also du sind nicht dankbar dafür dass ich die Erfahrung und die für Männer so bis heute darf machen und ich muss auch immer im Sohn für die Jungen die Nolausch drin wo ich die Erstörung hatte Hunde schon aufgeholt ich war nie ganz mager so, weil ich für eben noch einfach schon ein bisschen gewinnen ich muss ehrlich so wo ich du bis mir drin war die Typen die du nur gefangen und mich schon zu schwätzen das waren die mich für Drohnen nicht am Arsch beguckt haben ehrlich gesagt und die waren auch nicht interessant das heißt mir sind eigentlich schon die sympathischen Leute die für Drohnen Halle blieben und ich meine die paar Leute die eventuell interessenmäßig mehr sich für mich interessiert und das waren Leute die gesehen haben, dass ich mir glücklich mit mir selber war. Ja. Und dass ich mir einen oprichten Gang hatte und dass ich schon auch immer viel Sweatshirt und Baggy Pants mehr, dass ich auch ja mal Ragu getan habe. Da geht es um dann eben eine kleine Stück ab, für eine schrecklich pupische Metapher zu bemühen. Sommer, ihr mal über Kinderschwätze vielleicht ein bisschen so Tipps gehen, was die kann erholen, wenn sich selber mehr, für sich selber mehr wohl zu fühlen als in der Haut. Das können wir ganz gerne machen. Also mein ersten Tipp, den hört dann auch schon mit Foto hinzudien. Ich fand Nudes oder auch einfach nur Selfien von sich machen, kann enorm höllefreich sein. Also sowohl du Plackischer wie auch Rugedoner sich einfach so du hinstellen, ein Foto machen, Kleider, wo ihn sich wohlfühlt, wo ihn sich gut transpiert und einfach merken, okay, ich sehe ziemlich gut aus, das ist enorm höllefreich. Was ganz, ganz wichtig ist auf dieser Platz zu sagen, das ist das ja, am Konsens muss geschehen, ja, weil das sonst nicht an der Reihe ist. Und das sind die Momente, die Menschen, mit denen das austauscht, mit denen aufschwätzt, dass sogar, wenn ein zu einer Trennung soll kommen oder Streit, dass die Fotos eben nicht weitergehen. Die hat nie eine endgültige Sicherheit. Das muss der leider bewusst sein. Aber, wie gesagt, es gehört zu unserem Alltag mittlerweile bei den jungen Generationen dazu. Und ich meine, dass man mehr lernen sollten, dann auch realistisch und proper damit umzugehen. Genau. Sozusagen. Ich habe mich da die Wunsch noch nicht getraut. Sehr. Doch, was damit denn? Da hat Götter. Die ist effektiv von einem langjährigen Partner auf einer Festplug krut. Ich selber Zugangsdaten vergisst. Mir sicher kann die News eigentlich gar nicht verstehen. Ja. Mit der doch lange gedauert. Das war zu einem späten Zeitpunkt. Das ist sie froh, dass ich das nicht frei gemacht habe. Ja, du gesagt dich einfach nach einer anders. Also, das ist eine Möglichkeit. Die sieht aber auch nicht schön, wenn das nicht macht. Nee, natürlich. Also, ja. Was hast du noch für Tipps? Ich habe ein bisschen mehr Lehmann-Tipp, den ich aber nicht schön fand. Ja. Bei mir war ein größten Drehmoment wo ich angefangen habe zu masturbieren. Weil das ja also die erste Entdeckung ist, wo du merkst, was für Bonusfeatures dein Körper hat. Das heißt, du denkst dir selber etwas Gutes, du verbindest etwas Positives mit dir selber, was ganz lang dir gehört. Natürlich kannst du das auch später mit anderen Leuten machen, mit das für dich mal deint. Und das geht aber weit über die Masturbation raus. Es geht ja viel im Körpergefühl. Es geht darum, wie spüre ich mich bei mir, kann ich mir selber gut tun. Bei mir könnt du zum Beispiel noch einen Aspekt dabei, den auch immens viel mit Attraktivität, die von Leuten ausgeht, nämlich tanzen. Ich war nie sonderlich sportlich, mit die Zeiten, wo ich mein Gewicht normal halten konnte, waren die, wo ich richtig viel getanzt habe. Und das vermissen ich noch ein bisschen, und das will ich noch immer mal Leben rabbringen, ohne zu terribel viel Party dabei zu machen, was mich schwer ist. Ja, ja, das heißt, tanzen war immer schön, und ich finde das auch unabhängig davon, wie viele Leute gewinnen haben oder so. Und ich immer fand, dass das essentiell
essentiell beim Sexappeal war, dass von einer Person glücklich, froh tanzen konnte. Da war ich total hin und weg. Und das sind ich eigentlich bis heute. Also ich meine nicht, dass ich mit einer Person schlafen kann, die nicht gerne tanzt und die tanzt, wie wenn sie ein Biersenkummer am Pupes hat. Also dürfte ich Bei mir hängt es immer ein bisschen davon auf. Ich brauche immer ein bisschen, bis ich mich traue zu tanzen. Heinst du auch, gebe ich mich recht traue, wenn die Leute rumgehen. Das ist dann immer ein bisschen blöd, wenn denen so, okay. Bei dem nächsten Lied hätte ich mich getraut, mir hallen so. Ja, boah, das dann so. Ich fand, das ganz, was du beschreibst, oder was mir alles gesagt hat, Heinz, du hast ein bisschen wie so ein Katz, die sich an den Schwanz beißt. Also, wenn dich bis etwas getraut hört dir mehr Selbstwertgefühl, dann trau den schon am mehr. Ja, vielleicht das den ersten Schritt dann aber einfach probieren, sich zu trauen. Kann ich noch, muss ich ja nicht für andere Leute tanzen, kann ich noch für einen Spiegel tanzen. Das ist auch eins so cool. Ja. Und da kann ich noch so schlecht tanzen, wie ihr will. Habt ihr natürlich Spaß dabei und es wackelt dieser Speck. Ja, das ist den Dance like nobody is watching. Genau, ja. Da wollte ich auch gemerkt, und Joel, dann ist sie kein Doktrin, und dafür werde mir auch nicht anfangen, viel Pathologien durchzugehen, weil ja, es gibt Gewichtszunahmen und so weiter, die mit Krankheiten zusammenhängen und so weiter und so fort. Da geht nicht, aber es gibt so eine große Panoplie, dass man da, egal wie dumme Dinge machen, wo man anfangen und nicht fertig machen. Ich meine, dass man da eigentlich auch gespart findet, das ist nämlich Bewegung. Ja. Das ist ja einfach wichtig, dass sie sich für sich Sängerauffassung noch so bewegt kriegt, wie ihr nicht selber am Leben braucht, auf wie ihr nicht gerne hat. Und ich meine, das größte Missverständnis, dass muckelige Leute sich automatisch nicht mehr bewegen können, das ist totale Mumpitz. Ich denke, dass du Bewegung ja auch da stattfinden soll. Und das gilt für mich genauso wie für die sind, wo sie Frieden möchte. Genau. Das heißt auch, also das ist eine Regel, die ich seit so mal gut 10 Jahren auch an meinem Leben habe. Wenn ich mal eine kleine Beispielschirm mehr kriegen oder den ein bisschen mehr groß geht, und nicht aus, weil ich gesund gehe, also wie mir Spaß möchte. Wo die Kache flott war, dann ist das für mich etwas ganz anderes, wie wenn ich mich schlecht organisiert und so viel für Duni gemacht habe und zwischendurch Dosenravioli gegessen habe. Aber man von echt Gutes getan habe. Ich denke, das sind so die Aspekte, die du dabei kannst. Ich probiere dann alles, was ich dazu will, so an einem oder 2 Sätzen zusammenzufassen. Wow. Go for it. Also, einerseits die medizinischen Aspekte, da gibt es ganz viel Recherche dazu, es gibt ganz viel Mythen, da hat ganz viele Krankheiten durch sogenanntes Übergewicht ausgelöst gesehen, wo sich mittlerweile löser herausstellt, dass das alles vielleicht nicht so einfach ist, wie wir das oft gemeint tun oder wie das oft durchgestaltet wird, auch an den Medien. Genau. Auch der BMI wird immens viel kritisiert mittlerweile. Das ist der sogenannte Body Mass Index. Genau, von Ernährungsexpertinnen an Doktoren und so weiter. Da gibt es ganz viel Artikel dazu, es gibt ganz viel Recherche dazu. Da können den stundenlang darüber schwätzen, wie dann nicht gesagt wird, wir sind keine Experten an Expertinnen, dafür schwätzt man nicht darüber oder gibt kein endgültiges Urteil auf. Was ich noch so wollte, wäre so Bewegung so an dessen, ob es ein ungeschwert ist, das fand ich auch immens wichtig, dass den sich, also für mich persönlich, als eine große Philosophie, dass ich erst, was ich will, aber ich fühle mich gut dabei. Auch wenn ich scheinst du dann fast wo das sind, ich probiere aber, mich ausgeglichen zu ernähren, ich schon ganz viel Frieden Kochen und du passt nicht auf, was ich alles da drauf werfen. Also natürlich passt nicht auf, was ich drauf werfen, weil ich will etwas Gutes kochen, aber ich will mir nicht suchen darum, wie viel ich zuhören werde oder nicht. Und ich fand, dass echt darum muss ich sich wohl viele mit dem, was ich möchte, sowohl an der Bewegung wie auch am Essen. Ich habe auch schon viele Leute hören, die sich lange Zeit nicht gut ernährt haben und probiert haben, das umzustellen und dann echt einen Tipp kriegt, für selber zu kochen, für selber sich darum zu kümmern, wer den ist. Und dann ernährt den sich automatisch ein bisschen mehr gesund und da sind wir froh. Dafür ist eben auch so die Selbstachtung, Selbstliebe, die könnt ihr meistens recht, wenn du das packst, effektiv mir einen essentiellen Teil von dem Leben umzustellen. Du geht es nicht um die enge Diät, die dann alles diktiert an dem Leben. Das kann bald nie funktionieren. Definitiv nicht. Genau. Joel, du hast den süßeste Plover auf der ganzen Welt und das ist mein Lieblingsplover. Und dir? Das ist ein Plover, wo Bauchzeichnung vom Totoro, das ist eine japanische Animationsfigur, das ist ein bisschen so ein Bär, selbst ähnliches mit Ohren. Das ist ziemlich rund und ziemlich schläf und ziemlich flauschig. Und ich identifiziere mich eigentlich ziemlich damit.
an die Pullover ist ziemlich cool, also den also eigentlich mehr cool, wenn den ein bisschen den Bauch hört, weil den dann mehr wie den Totoro ausgesagt. Dann hat mehr Street Credibility. Fühlst du dich wohl daran? Ich fühle mich an dem Leute wohl, ja. Ich merke allerdings an der Last öfters, dass ich mich auf verschiedene Kleider nicht mehr so wohl fühlen an vielleicht ein bisschen zugeholt, ich weiß nicht genau. Das ist ein bisschen an, ich hasse das. Also das ist wirklich etwas, was ich nicht gerne und auch wenn ich mich selber akzeptiere, Kleiderkäufe gehen, ist oft ein bisschen ein Horror und es nervt mich einfach, dass es nicht mehr Varietät gibt, dass es heinst du immens schwer als eine Box zu finden, die dann nicht, wenn den dann dick erklänger, so wie ich, nicht einen Kilometer zu lang ist. Das sind Sachen, die mich ein bisschen steuern. Die steuern mich echt da, also da geht es echt um die Auswahl von dem, was es gibt, wie das um mir ausgesehen. Weil ich sie meistens relativ zufrieden mit dem, was ich schon. Das lehrt ja auch recht mit der Zeit. Und für dort immer das zu denen, wenn ihr Suchen hört, für selber Kleider zu kaufen und so weiter und so fort, dass das in irgendwann an Geschäfte geht, die ein bisschen mehr realistisch schaffen. Ich habe für Druck kurz noch rausgelesen, die Frau Gräst 42 als Standard Gräst an Deutschland, also das ist die Gräst, die am allermeisten gekauft wird. Bei Modelagenturen, also aber anscheinend ab 40 schon übergräst. Also schon Plus-Size? Ja, also schon Plus-Size, sogenannte Plus-Size. Also Joel dann nicht distanzieren als Mengnisch von dem Begriff mit, dass die sogenannten, an Anführungszeichen, ich fand das ziemlich verrückt. Also die ganze Diskussion mit was als Übergröße, und so weiter und so fort. Es gesagt, dass das dann da an der Mitte, das sind übrigens die 42 als Gräst finden, das sind In-Betweenies. Weil das sind die, also anscheinend der Begriff, den an der 10 so geliefert ist, weil das nicht die ganz dünn sind und auch nicht die sogenannten Übergräste, okay. Das sind dann Normalos, die In-Betweenies sind. Aber auch da, Normalo, distanzieren als echt davon Begriff. Ja. Wir gesehen, wir probieren ja eigentlich an Küsten an Tierränge ranzupassen, die von Anfang an eigentlich schon total problematisch gebaut sind. Ja. Und du hast einen von der Frohe, wie der ihr wollt orientieren, ob da irgendwann vielleicht Boutiquer fand oder Online-Shops oder was auch immer, die der Realität einfach mehr gerecht geben, weil das ist auch dann eine ganz andere Konfrontation. Da stehst du nämlich nicht als wenn da in irgendeiner Ankerkabine mit einer schlechten Lut erfrisst dich. Man denkt, schrecklicher Leute, wo alle Menschen schrecklich dran ausgesehen. Genau. Die an denen Spiegel schrecklich ausgesehen. Das mich, und dann können wir vielleicht abhalten mit Kleider oder ich halten mit Kleider. Das mich immer im Irrgard aus, wenn ich so Marken gesehen, die ich am Anfang cool fand, die so Fairtrade sind, und wo alles irgendwie nachhaltig ist und so weiter. Und dann haben sie just maximal bis L oder so. Also das ist mir nur pur mal aufgefallen, dass ich auch so Reklamen angewiesen habe. Okay, der Tag sieht am Anfang cool aus, das sind cool Kleider. Und dann sind sie aber just an 3 Standardgrößen oder vielleicht noch für ganz dünne Leute. Dann denke ich mir so, okay, wie will da eigentlich erreichen? Und wieso geht der irgendwie so nachhaltig und inklusiv an der Weg geht? Sie dort gar nicht. Das irrt mich immer ein bisschen. Ja, das ist auch durchaus berechtigt. Ich wollte dir an auch den Nullausstrannerranker erklären, dass ich mich abgeregt habe über verschiedene Labels. Heißt nicht, dass ich nicht selbstkritisch soll sein. Also ich meine, das ist der ganze Vorteil von der Sendung, dass ich schon probieren sollte, bei seiner Gesundheit zu bleiben, also selber auf Rot zu stellen. Aber dass es trotzdem Boutiquer gibt, also Fashion-Labels, die einfach da mehr Sorge tragen. Schon mal für kurzem ein Bleistiftkleid kaufen. Da kann ich vielleicht noch so erst 20er, die sie hyper eng. Und ich habe immer gedacht, schon die super flott von denen, ich habe immer gedacht, bei der Figur passt das überhaupt nicht. Und was die immens live gelesen haben, dass die haben einen kleinen Bauchtasch gemacht, wo du Beischelchen hast. Das ist schon ein Bleistiftkleid mit enger Bauch, also so mit seinem Fach, wo ein Tann eben dran machen kann. Und dadurch ist das dann eben noch ein bisschen kaschiert. Wo man mich mehr wohlfühlen, ehrlich gesagt, und dafür ist das ganz flott. Oder Petticoats sind ja auch so hier 4D. Und dafür waren so kleine Leif-Tricken, für das sie sich wohlfühlt, ohne dass sie sich verstoppen muss, an den Sack muss und ganz wertvoll. Dann ist sie froh, dass sich da wenigstens paar neue Designerinnen und Designer auch drauf konzentrieren. Ja. Wo man gerade bei der Welt von der Mode, von den schönen, reichen sind, bist du mucklig, prominent Vierbilder. Also reich sind sie nicht unbedingt alle gut. Also Idole definitiv nicht. Mir ist schon aber leid, ob die ich verweisen will, weil die haben für interessante Sachen gemacht in den letzten 10 Jahren. Nämlich eine andere Kate Winslet, was du ja noch von Titanic kennst. Ja.
Du hast mir das schon angedeutet und ich muss die ganze Zeit gefragt, was den Druck mit Kate Winslet wäre. Das einfach ist so, es war ein sogenannte Frauenmagazin, den hat Cover wollt. Ich weiß nicht, ob das Gerichtsverfahren gegen sie gefordert hat oder ob es just zu einem mega großen Streit kam. Hat wollte nicht, dass sie Photoshop benutzen, für seine Hüfte mit klein zu machen. Muss so, wir haben nicht mit einer Solo mal relativ konventioneller Frau zu denen, die Kurven hat, die oft angespart gehen, wenn es um die mucklige Frau geht. Und und die wollten das eigentlich so downsizen, wenn ihr das so will. Also sie hat da die berefusiert. Und das finde ich eigentlich ein relativ interessantes Statement von der Schauspielerin, die aber wirklich bekannt ist und die Menge auch einfach gewisse Rollen spielt da verschiedene Filme, wo schon so, dass die eine interessante Entwicklung auch einfach durchgemauert war. Frauenbild belangt auch Frauenbild von Hollywood, da kennen sich viele andere Leute bald voll eng. Schreibt von der Aufschneiden. Fällt dir noch an? Mir fällt kein Prominenter an. Ich muss sagen, was mir auch geholfen hat, als wo ich entdeckt habe, dass es an der schwulen Szene selbst gibt wie Bären, also mi mucklig bis dick behorten Männer, an würde ich auch so sehen. Ich gedacht, okay, cool, geht das sogar ein bisschen als Fetisch oder als sexuelle Kategorie, wo ihn sich zu fehlt. Und ich gedacht, okay, das fand ich ziemlich cool. Es gibt zuletzt sogar Mr. Bär Luxemburg. Seriös, das wusste ich nicht. Das geht sogar, ja. Da gibt es noch Celeste Barber. Du musst da die Videos unbedingt gucken. Joel hat mal für der Sendung gestanden, dass die da nicht gesehen hat. Das ist ein ziemlich witzig Comedian, die sich immer so Modelvideo enthält, an die da noch stellt. Also sie selber ist auch echt da muckelig und sie hat so eine total übertriebene Nonchalance, die sie eben spielt, für das ganz immens auf den Job zu holen. Und es macht wirklich richtig viel Spaß, muss ich sagen. Also du kannst sich prächtig amüsieren. Und da wollte ich noch ganz kurz auf ein deutsches Format verweisen, das auf anderen Niveau problematisch ist, was ich ein bisschen interessant fand an der Kanji drehen, das ist Shopping Queen. Die Guido Maria Kretschmer, den das ganz gemauert, den so auch schrecklich viel Geld immer da verdient, den das sie selber wirklich alle sahen nicht wie mager. Aber was ich interessant fand bei den Leuten, die sich bewerben können und die sie raussehen, ist, dass sie eigentlich keine einzige Mission, und das lebt ja tagtäglich, hun an der nicht eine Person dran ist, die entweder möglich ist oder effektiv auch schon das war den Kind als Deck bezeichnen. Und es geht für unter anderem darum, dass die Frauen nur einem Thema Sache für sich fanden und hier berät sie du auch. Also ich fand einfach dadurch, dass du ganz verschiedene Frauentypen, Frauenalteren, Körperformen hast, weißt du einfach, du kannst zu einem Thema, egal wie du gebaut bist, aber den Mut für dich fanden. Also wie gesagt, ich werde kein Großland zu brechen für sie, aber ich fand trotzdem spannend, auch weil sie einen starken Einfluss haben, dass die Message aber wenigstens matt vermittelt wird. Leute, die das nicht so gut auf Treu kriegen, das ist so eine Sache wie Biggest Loser, Joel, hast du das gesagt, ne? Fand ich ziemlich schrecklich. Nee, also das ist für mich so zur Schaustellung von Leuten und lächerlich machen, was ich einfach überhaupt nicht cool fand, für die Reise Konkurs zu machen, fand ich auch nicht gut. Also es ist dabei gesagt, wenn Leute Gewicht verlieren und das eine gesunde Manier machen, mit Sport an einer Ernährungsumstellung, soll ich frei machen, wie will. Ich fand, es soll kein sich dazu gezwungen, vielen äußert gibt wirklich eine ganz krass medizinische Ursache für das zu machen. Aber für das dann eine Fernsehshow zu machen, für dann also das für Millionen Publik zu machen, fand ich einfach keine gute Idee. Und das trägt echt dazu bei, dass Leute, wie mir für die Ungeschwärtung, gemobbt gehen oder dann Kommentare kriegen, was einfach nicht nötig ist. Vielleicht dafür noch zwei Positivbeispiele von Lützburg zu sagen. Ich hatte global vergessen, dass für 2 Jahre mänglich Plus-Size-Girls angefangen haben, auf Facebook für allem, dass sie viele junge Mädchen oder österreichische Frauen, die Body Positivity sich ausstrahlen, die relativ viel sich effektiv mit Mode beschäftigen. Man würde einfach darum geht, auch zu Lützburg aus der möglich, es gibt eine Alternative zu dem konventionellen Bild, was so verbreitet wird. Aus dem aus auch manchmal eine Männerseite aus. Okay. Und könnt ihr in Spanien Personen nicht zu nennen, Schwarze vom Jaja von Schick, den Influencer halt zu Lützeburg, den effektiv, ich hatte das nicht direkt gesehen, aus einer Beschreibung bei Instagram Plus-Size Model durchstohlen hat. Und ich fand ganz, ganz interessant, wie hin
sech Smart Mode ëmgeht, wéi jemand segem Kierper op senger Fotoen ëmgeht, an allng do sech da mal unzugucken als Alternativ zu dem ziemlich starre Bild, wat man vum Moden schauen, wat man vun Model zun so weiter also fort fand ich extrem erfrischend an spannend, dass en do se an auch mal verschole kann. Ja von allem sich online mal informieren kann. Die letzte bei der Zeitungen halle Leute an so viel Bret dafür geht online gucken, geht den Hashtag Body Positivity an, da stößt dann nicht nur auf Eis mehr auch auf viel andere interessante Sachen. Ja, ich gebe so ein, mehr dich nicht so schwer, mehr dich nicht allzu viel Gedanken probiert, einfach für den Spiegel zu tanzen, an ihr zu akzeptieren, mehr andere Leute nicht so viele Kommentare, lauscht weiter Maybe Sex. An dummer da wünsch mir ich eng schön Zeit bis an 2 Wochen. Tschüss. Ciao. Wost du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis op sax@ara.lu. Frohe gi natürlich beantwort, wenn ihr das mehr ernehmen nennen. Iwer Feedback freie meis immer. Dir fand Maybe Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS gibt alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.